Dummer dann den ganz schönen guten Abend auf diesem Abend, der ja ganz am Tisch steht von den Frauen am Sport, an der am Kader vom Frauendach oder vom Dach von der Rechte von der Frau, den wir den 8. März hatten. Und so ganz große Merci und Gemeng Stengefort und Chancengleichheitskommission, dass sie das Thema gerade just an den Mittelpunkt setzen. Ich wollte mal einfach so aufhängen. Das ist kein Dammelsport, schon nicht gegen Frauen am Sport, das darf just nicht kosten. Das sind zwar so Floskeln, die ich immer gern so doch immer hören hört. Und ich betone noch hört, wie auch wirklich an die Vergangenheit zu gehen, an der Hoffnung, dass die Haut nicht mehr gesucht gehen, auf alle Fälle mal nicht mehr seriös gemerkt haben. Wie weiter, wie viel Fehler zu machen ist, darüber schwätzen wir also heute noch mit den Erwitterungen, der Minister für Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern, Taina Bofferding, den Daniel Ley, Vertreter vom Sportminister, dann Joël Letsch, Vertreterin vom Nationalen Frauenrat, die über eine Sorte Ausstellung Les Sportifs Luxembourgeois aux Jeux Olympiques, die wir können hier gucken, lanciert haben. Tessie Treus, die Realisatrice vom Film, den wir gerade gesehen haben, und ich meine, einen Applaus können wir hier auch nachgeben für den Film. An die anderen zu meiner linker Seite, die müsst ihr alle kennen, weil ihr da gerade am Film alle gut gesehen. Zwei Nationalspielerinnen, aktuell Fußballnationalspielerinnen, das ist Isabelle Albert, Spielerin vom SC Beteburg, aktuell in Tabellendritte, richtig? Ja, gewonnen Samstag. Dann hier Demi Thompson, Nationalspielerin, Rekordgoalgetterin im Moment von der Nationalequipe, Spielerin vom FC Mama, aktuellen Tabellenzweiten, hat eine Sonde oder Samstag ganz heiß gewonnen. Wie viel hast du Wie viel wäre es? 8-0. Goalgeschoss. 2-2, gut. Dann hilft den Santos, den Trainer von der Fußballnationalequipe von den Damen, und dann noch ganz draußen eine Frau, die auch an der Gemeinde daheim ist, Christian Mees-Langermann, die an den 1980er Jahren noch zu Niederkur gespielt hat, durch sie haben wir an diesem Film gesehen. Voilà, das ist es, was wir noch ein bisschen diskutieren, oder die wollen diskutieren. Und schon mal nach zwei so Sätze rausgeholt. 1894 sind die Olympischen Spiele von der Neuzeit lanciert gehen, vom Baron Pierre de Coubertin. Und er hat damals lanciert, wie das soll sein, und zwar, für dann mal ganz klar zu sagen, es wird männliche Athletik mit weiblichem Applaus als Belohnung. Das ist 130 Jahre hier, das ist noch nicht so, der muss lang. Dafür wollte ich mal einfach die Runde aufhängen, wenn da auf einer Skala von 0 bis 10, und 10 ist für mich das ganz hoch, ging festhalten, wo wir dann heute stehen an der Egalität am Sport zwischen Frauen und Männern. Wo wird das? Und für was? Also schon da oder recht da? Wie will ich aufhängen? Joël. Da gebe ich so ein 5 von 10. Wir sind nach näher wo an einer ganz partie Sachen. Wir haben den Frauensport noch immer nicht richtig visibel gemacht. Wir wissen auch, dass Frauen an den Decissionsstrukturen repräsentiert sind. Wir wissen auch, dass Pratik sportiv bei den Frauen nicht der heißt als sie bei den Männern. Wir haben just zuletzt 27% von Frauen, die wirklich lizenziert sind. Und wir wissen natürlich auch, dass alles, was Richtung Salärremuneration oder Subsidien sind, schmengen, dass der Frauensport natürlich immer noch steif kann. Die war zu nicht aber 5. Ich will aber trotzdem all den Frauensport an Frauen nur sich, die Sport machen, honorieren. Und ich meine, ich so, ich bin schon bei 60 Jahren dabei und ich bin am Gang immer mich anzusetzen, dass man die Egalität kommen. Und ich gesehen aber auch den Weg, den wir gegangen sind. Wir haben formidable Frauen, wir haben ein paar, die heute bei uns, sowohl am Fußball, wir haben formidable Frauen am Tischtennis, am Tennis, am Velofahren, am internationalen Plan, am Schwammen. Ich könnte da ein ganz paar die aufzählen. Das heißt, ich will die alle Guten honorieren, aber auch all die Leute, die die entourieren. Sowohl Männer als Frauen, die da möglich gemacht haben, dass der Frauensport in der Zwischenzeit auch seinen Weg gemacht hat. Wir sind noch nicht da, wie wir wollen, aber wir werden noch weiter als ersetzen, das klappt. Aber ich denke, wir sollen all den Frauen eine Wertschätzung geben, einen Respekt geben, die der Frauensport in der Zwischenzeit auch weiterbringen tun. Ich gehe da weiter und den Daniel Ley, just schon zu hören.
Sportminister huet och ne? Ja, dafür 5 von 10 fand ich schon das positiv ausgedrückt, weil, wie du hast Zölle gesagt, 30% bei den Aktiven, 20% bei den Trainer. Und ich hatte gestern oder vorgestern schon eine Statistik vom IOC zu Tokio, waren 7% Frauen als Trainer. Das heißt, sind wir noch weit weg, für wirklich eine Egalität oder von Egalität können zu schwätzen. Ich meine aber, und du gehst da komplett recht, dass in den letzten Jahren von allem mehr mediatisiert wird und Thematik mehr abkommt. Dafür kann ich mir auch ein 5 von 10 dann eben noch vorstellen. Gut, also das ist nicht gerade eng Datz, ne? Aber nur drin. Just kein Datz. Tessitrös. Ja, da schließen ich mich schon. 5 war ein schön Zöl. Du kannst nicht so ein Glas aus halb voll oder halb eitel. So will ich, also voilà, der Schwur für den Film abzuhalten, aber einer positiver Note will ich dann aber dann noch so. Ich meine, der Weg geht echt in Richtung 10 wie Richtung 0 für den Moment. Okay, 5 also. Oder Minister, was zu dir dann? Nee, ich fand 5 schon richtig, schon aber eine Tendenz Richtung 6 zu gehen. Ja, weil aber immer so optimistisch sind, und ich meine, den Film illustriert ja ganz gut, von wo wir hier kommen und welche Entwicklungen entre-temps waren. Und das richtig mir Sinn. Ich gehe ein kleines Beispiel, eine Erfahrung, die wir gemacht hatten am Gleichstellungsministerium. Wir hatten mit der Eva so eine Journée Girls Food Day organisiert, und hat man so ein Questionnaire. Wir haben dann die jungen Mädchen gefragt, die dann partizipiert haben, ob sie der Meinung, also was sie meinen, wie schwer ihre Ball wäre. Das war froh, ob da eine Differenz gibt, und froh, die Antwort war dann, ja, das ist Vierde aufhängig oder Länder aufhängig, oder der Mädchensball den ist mir leicht wie der von den Jungen, oder ist gleich schwer. Und wir waren ein bisschen erschreckt, weil effektiv 2/3 von den jungen Mädchen der Meinung war, dass sie geben am mädchen Fußball mal einen Elite-Ball spielen. Und ich meine, das illustriert ganz gut, eben bei den Präjugien, Stereotypen und auch die Wertschätzung am Sport, an Kommunikation. Ich meine, das illustriert einfach ganz gut das Beispiel, dass wir nicht so sind, wo wir wollen. Wir sind aber, ich meine, haben die auch gesehen mit der Zukunft, die noch die Haut schon ganz aktiv sind. Ich soll ein bisschen optimistisch sein und auf der Schiene weiterfahren. Also 5 plus. Ja, 5 plus 6. Bald 10. Bald 6. Bald 10, dann können wir direkt dort mal schwätzen. Ich sage 3 aus, und du hast mit. Ja, ja, also ich schließe mich dem Mund. Ich ging auch 5 von 10 gehen, weil wir spielen das ja auch Terra. Für uns war doch interessant, am Reportage zu sehen, wie es früher war. Wir haben das ja gar nicht gekannt. Ich meine, wir wissen, wie es mittlerweile ist. Wir wissen nicht, wie es für drunter war. Aber für uns können wir wirklich rausschließen, dass es eine Evolution gibt. Mehr, dass wir effektiv noch nicht auf dem Punkt sind, wo wir wollen hinkommen. Und voilà, wir können das alltag auch zu spielen mit den Präjugien. Sind dann auch immer relativ viel da, aber wir sehen aber, dass es auf den richtigen Weg geht. Mhm. Ja. Mikro weiter und Demi. Ja, ich gebe so in Richtung, war schon einfach 6 von 10. Okay. Weil ich auch ziemlich lang spielen für mein jungen Alter trotzdem. Und ich gesehen habe, wie es war, was wir lo kriegen, wie wir lo wertgeschätzt gehen, hat sich schon verbessert. Aber voilà, es bleibt trotzdem nach 6 von 10. Mehr Männer ist best für das zu pushen, und ich hoffe, dass all die anderen Leute draußen auch rundherum auch weiterhin als pushen und unterstützen, für das wir auf 7, 8, 9 von 10 kommen. Aber ich meine, wie ich am Dokumentär gesagt habe, du hast einen Anfang, und werden lauter positive Überraschungen kommen. Der Trainer, was sagt den? Ich bin mir streng, so ein 4 bis 6. Für was 4 bis 6, weil du musst das Unterschiede machen, finanzielle Unterstützung, also ein klar das, weil die Mädchen haben eine Kampagne mit einigen Punkten, so 0 Euro gekriegt. So nichts gekriegt. Wir müssen kämpfen, können überhaupt spielen. Ich möchte streiten gehen für das oder Argumente bringen. Das war uns gerne gemacht, mit Karin. Und da sind aber 6 für was, weil der Willen von den Mädchen und die Unterstützung von rundherum aber groß war. Und da gibt es immer ein Feier für Zuschauer. Wir wollen zwar
ein großes Stadion spielen, wir wollen überall hingehen, wir wollen überall Unterstützung kriegen, mit Leuten kommen nicht gucken. Aber wenn Leute nicht gucken kommen, dann können wir auch kein Geld daran kriegen, dann können wir auch nicht sie unterstützen. Dafür so nicht zwischen 4 und 6. Also sind da viele, die müssen mitspielen, gell? Nicht nur Meter um Terra. Genau. Christian. Jo, also für die Luft vielleicht auch wieder auszudrücken, gibt es so, dass noch viel Luft noch oben. Ich meine, viele haben ja gesehen, die erste halbe Stunde, wie an den 80er, 90er Fußball gespielt hast, wie wo an einer welchen Bedingungen, da gibt es so, also bis heute aber los schon, als viel geschieht. Und wenn ich die letzte halbe Stunde von Film gucke, wenn ich gesehen was von Novo ist, was man noch, man dir als Trainer, gebe ich zwar, sind ich mal sicher, dass du aber lo ein geschieht, aber so, dass mir sehr vielleicht lo geht, wie lo von den 80er bis auf heute. Gut, dann hoffen wir, dass es dann... Ich wollte das beifügen, dass ich so rüber könnt. Da wird wirklich viel gemacht. Also über 800.000 € investiert für eine Kampagne. Das ist das nicht, dass er nicht gemacht hat. Mir mit fehlt aber noch. Nicht, dass gesagt wird, nee, der Präsident oder der Kost, das ist wirklich viel. Und sie können selber so, und wir haben alles gekriegt, was wir in dem Moment gefragt und auch gekriegt. Ja, wir bleiben mal direkt beim Trainer. Wie gefroht gehen hast, für Trainer zu gehen von der Damen-Nationalequipe. Du nicht gedacht, die seht, ja, also das war für mich eine Herausforderung, ich wollte das machen. Aber du warst am Anfang gar nicht begeistert. Also ich war aber bei den Männern, bei den Jungen, und schon, weil der Paul Philipp mich gefragt hat und ich 3-mal nee gesagt, weil er mich nicht interessiert hat, ehrlich. Und was war du bei den Jungen, und du hast mir gesagt, okay, wann zu den Konditionen? Ich habe gesagt, hol ein weißes Blatt, schreibe alles ab und dann gucken wir drüber. Und ich habe wirklich viel gefordert, von Kleider bis, weil es hat wirklich nichts. Nur mal die alten Trikot von den Jungen, es hatte gar nichts. Es hat wirklich nichts. Und für mich war das ein bisschen schockant. Und ich habe gesagt, nee, dann sind noch viele Spielerinnen kontaktiert, geschwärzt. Und ich habe gesagt, ich hätte gerne das alles. So viele Trainerinnen, so viel, das kostet Geld. Das Problem war dann noch, dass Paul Philipp überall ja gesagt. Bei allem. Also, das konnte ich nicht mehr so. Ich habe okay, dann probieren wir mal, dann machen wir das. Und ich habe gesagt, probieren wir mal ein Jahr, für das eine Trulle zu kriegen, mit der Struktur, weil wir heute trainieren aber 100 Spielerinnen bei der Föderation von 10, 19 Jahren bis die groß. Das war Kondition, dass wir von innen nur anfangen, wie Karin gut gesagt hat, wir haben am Dach angefangen, wir wollten aber innen anfangen. Und voilà, und ich muss so, ich wollte die Jahre machen. Und den Kontrakt aber sehr verlängert. Nee. Der Kontrakt ist nicht wichtig. Aber du warst so dran, und ich habe so viel zurückgekriegt von den Spielerinnen, dass ich gesagt habe, komm, ich fahre weiter. Aber das ist vielleicht so viel Trick von den Spielerinnen. Das ist so ein paar so Stichwörter, über die man sollte schwätzen. Da war die Visibilität, da war das Encadrement, oder ein bisschen Professionalität oder Semi-Professionalität, die wichtig sind. Und dann ist aber auch immer viel gesagt, den Ersatz, den Engagement. Letztes Jahr war eine Football-Europameisterschaft, die wirklich mediatisiert war, wo wirklich viel gucken konnte, aber wo immer gesagt wird, ja, die Frauen, die sind aber so engagiert, da geht es viel und die Leute nicht dauernd am Boden. Spielen Theater. Ist das bei den Frauen wirklich so den Engagement, den Ersatz? Ist das mehr, weil sie einfach mehr beweisen, weil sie mehr vorkommen? Also ich meine schon, dass so wie ihr seht, also wir leihen nicht gerne am Boden, wir spielen ja Fußball. Ja. Wir sind ja nicht da für ein Sieste zu machen oder zu turnen. Also, wir sind ja da für Fußball zu spielen. Ja. Wollte man turnen, geht man den Turnen gehen. Wollte man schlafen, geht man daheim bleiben. Wir sind da für Fußball zu spielen. Wir wollen Goal schießen gehen. Wir wollen kämpfen. Und dann machen wir das doch. Aber wenn es da wirklich ein bisschen schlimmer ist, dann bleiben wir vielleicht ein bisschen allein. Wenn es nicht schlimmer ist, dann stimmen wir ab und dann machen wir weiter. Also, wenn es doch schlimmer ist, machen wir weiter. Dann ist der Trainer nicht immer froh, weil wir da vielleicht ein bisschen lang verletzt sind. Aber ich meine, in der gerne Fußball spielt, ob ihr verletzt ist, beißen ob 10 spielt bis zum Schluss, an Konsequenzen kommen dann nur. Wie wird das früher, Christian? Den Mundo viele Seiere wird dort zu niederkommen, du hättest auch viel selber organisieren. Ja, am Anfang alles müssen selber organisieren. Wie wir auf der UEFA, ob Odense Spiele waren an Dänemark,
wir hatten als nächste Komitee chauffiert drin. Das heißt, er hat ein eigenes Komitee, Wir wir hatten nicht ein Komitee Komitee, vom ja. Verein. Und ich war die Zeit, ich habe nicht mehr gespielt, aber ich war noch am Komitee, ich war Sekretär. Und du sie mir die Petinger Wand ausdruck gegangen, für so einen Raum zu kreieren. Wir haben das ganz selber finanziert. Der ganze Bus von 10 Tagen, die ich hoch war, blieben, das hat ein Hede Geld gekostet. Und wie gesagt, da können wir es alle selber auf die Schulter klappen. Also Unterstützung war da nicht ganz viel. Und müssen alles selber organisieren. Mir fehlt auch nach dem Emin gabst du so mit dem Spielen, mit der Mentalität. Ich denke, sie kriegen gut nicht wie zu spielen. Und da muss ich mit Seele und mit Herz spielen. Und ich fand, du könntest dann heinst du mehr raus wie manche anderen. Weil ihr mit Herz da spielt. Da könnt ihr vielleicht mehr dabei raus. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, da muss ein geschehen, was punkto finanziell geht. Also das viel ersetzt, das auch viel so ein Engagement gefordert, viel Lust, das gilt doch für dich. Ich meine, du warst auch nicht mehr so bereit, eine Nationalequipe zu spielen. Du hast auch irgendwie manchmal mit 14 abgehalten, mit Spielen, und du bist einfach nicht zurückgegangen. Ja, aber ja, also ich war mit 14 Jahren, ich einfach, bis 14 Jahren ich mit der Junge gespielt, und das hat mir auch gut gefallen. Dann habe ich 2 Jahre abgehalten, weil die Mädchen mit zickig waren, konnte mit Mädchen rübergehen. Ja, aber dann mit 16 Jahren sind ich einfach drauf geschwärzt, dann habe ich angefangen. Und unterdessen war ich auch 3-mal im Training von der Nationalequipe. Wo ich aber muss sagen, es war damals nicht so seriös wie heute, es war kein richtiges Encadrement, es war ein bisschen Larifarium-Training, bist du hingegangen, was froh dort sind, das war doch. Und dann habe ich auch gesagt, die Zeit will ich mal nicht holen, ich will mich nicht daran investieren, wenn nicht richtig seriös da steht. Und voilà, aber wie dann du kommst, und gesagt, hier gegen Trainer da gehen, dann, ja, und ich hatte mich gefragt, ob ich nicht einfach will probieren. Und so zu ihm, wenn du Trainer bist, ich kenne dich ein bisschen, ich weiß, dass du engagiert bist, dass du das willst wirklich durchziehen, dass du ein Mann bist mit konkreten Plänen. Und voilà, aber da sind ich hingekommen und ich bereue mich bis heute nicht, dass ich an die nationale Equipe rübergegangen bin. Isabel, nächstes Mal spielst du das gut. Das ist gut. Ja, pardon. Kommen wir auf die Seite. Tacitrus, der Film, den wir gesehen haben, den weist ja 50 Jahre Frauenfußball zu Lützeburg, da so gegangen, ganz die 70er. Wenn ich weiß, 1972 ist zu Lützeburg ein Gesetz geschrieben worden, dass die Frauen auch mal eine Konto machen, ohne dass ihr Mann hin der erlebt hat, dass sie weiter arbeiten gehen, noch was sie bestimmt werden. Also das vieles damals geschieht. Mit das, was mit dem Fußball damals geschieht, weil das denen stellt, war aber bis Zufall. Das ist nicht, dass ihr seht, da war so ein ganz engagiert Frauen, die gesagt zu mir sind feministisch oder wie auch immer. Schmengen also am historischen Kontext wird schon an Europa die Bewegung also du hast Verbote zum Beispiel an England und an Deutschland sind 1970 gefallen und du hast auch den Druck von der FIFA, die gesagt hat, okay, die Föderation muss sich Gedanken machen über den Frauenfußball. Das heißt, warum der WWF-Kongress 1970 über den Frauenfußball geschwärzt. Den Artikel aus dem Lützeburger Wort, das ist so ganz witzig, weil den ist riesenlang und dass die Frauen dann die verspielen zu Lützeburg, geht da so einem halben Satz erwähnt, neben dem Berufsfußball. Dann aber, dass der Fußball wirklich angefangen hat, ja, wäre vielleicht ein bisschen Zufall. Das leider schön die Leute, die wirklich den echten Verein gegründet haben, die sich schon verstorben. Das heißt, die Geschichte, die man erzählt, wie das wirklich schon gefangen hat, hat man von anderen Spielerinnen erzählt. Und hat am Anfang angefangen mit einer Spielerin, einer deutschen Spielerin, die Lützeburger Mann bestellt hat. Und der Mann war Trainer zu bieten und die Frau hat in Deutschland gespielt, dass sie so, was kann ich nicht zu Lützeburg spielen. Das heißt, das ist so angefangen und dann sei denen wieder am Anfang so zu einem Schneeball gehen, also das sind all Frauen, die das gesehen haben, gesagt haben, ja, schon noch Lust, das zu machen. Aber wie du siehst, so feministische Grundkampf, sie nicht, ich meine, wir sind auch alle auf das Frauenmovement zu Lützeburg angeschwärzt. Okay, von hinten wolltest du mal da affiliieren. Das heißt, da wirklich von hinten aus ihrer Dorfkommunität raus, wo sie Lust hatten, das zu machen. Das ist immer ein extremer Pragmatismus und die Sache. Aber couragiert ja trotzdem, ne? Absolut. Also, ich meine,
eng mega flott Anekdote, dass Madame von Röschen, die seht, oh, dann hört der Mann muss mit der Kutsche von dem Terra laufen. An der ging eine Tonne der Anekdoten. Wo kommst du und die Idee für den Film zu machen? Ich die froh, ob der Premiere gestaltet schon demals gesagt, soll ich 2002 oder 2019 aufhängen. Also ich habe selber auch Fußball gespielt, wo ich demals dann 2002 bei einem Verein gegangen sind, aber gesagt, ich will gerne Fußball spielen, und ich gesagt, ich spiele kein Fußball. Von da hier schmengen, voilà, das ist etwas, was mich markiert hat, wo der Komitee dann am Verein geändert hat und ich dann auch die von Anfang an Das war zu L, ne? Nee, das wäre zu Märzig. Das war zu Märzig, okay. Ja, ich bin da noch recht, L auf mich spät gegrenzt, okay. Schon mein Glück da noch recht fand. Mais voilà, ich war bei der Weltmeisterschaft 2019 als Journalistin mit dabei. Und das hat mir viel schon geschwärzt von den Ansatz, die andere Approche von der Publik hat mich immens markiert. An dem uns gibt es eine Broschüre von der FIFA, wo eben von allen Föderationen Drastung, wie sie angefangen hat. Und zuletzt bestimmt eben den Datum 1. Liga 1972. Und ich hatte hier drin nach nie etwas davon erhören. Und das ist bis so am Kap hängen geblieben. So, wie waren die Leute, die an den 70er angefangen haben? Und das hat sich da per Jahr gezogen. Pünktlich zum 50. Geburtstag hatte man die Leute dann fand und interviewt. Das waren damals nicht ganz viele Vereine am Anfang, meinst 2 oder 3. Dann waren wir just nicht mehr ein, den normal nicht mehr zu Lützeburg spielen. Frauen am Sport oder Frauen am Fußball, das ist ja dann immer so ein Thema. Am Fußball ist vielleicht sogar noch immer ein bisschen so der Männersport, wo ihr seht, Frauen am Fußball. Ist das heute noch so, oder kann das aber nicht mehr gesagt? Doch, wir können aber noch relativ oft gesagt, dass Frauen kein Fußball können spielen oder dass kein Sport ist für Frauen. Aber voilà, ich meine, wir haben an der Quali bewiesen, dass das nicht der Fall ist. Ne? Absolut. Wie ist es mit den Frauen am großen Ganzen, die Sport machen? Ich meine, wir hatten nur Zahlen hören, bei ihr 2, die auch ein bisschen auf Feiern getan haben. Ja, ich meine, muss ich noch, also, wenn ihr seht, Frauen am Sport. Also Sport, nicht nur Fußball, ja. Voilà, ich muss ich noch unterscheiden. Als organisierte Sport, Tisch an den Vereine oder sind Frauen, die Sport machen, informell laufen gehen, an der Fitness gehen. Und da haben wir nämlich ganz anders zu hören. Ich meine, noch am Fitness und die letzte zu hören gesehen, dass sogar mehr Frauen am Fitness wie Männer am Fitness angeschrieben sind. Das Tisch, dass der Sport selber, meine ich, dass die Egalität kommt am Sport selber. Am organisierten Sport, also da war eine andere Sache. Der organisierte Sport hat eine ganz starke Kultur. Das ganz lang wie Fußball gespielt wird, dass immer Fußball gespielt gehen. Pardon, wo Männer haben den Komitee gemacht, Männer haben Decisionen getroffen, Männer haben Fußball gespielt. Aber für das abzubrechen, ja, das ist eine sick Culture, das dauert ein bisschen. Und du musst sehen, und dafür bin ich ganz froh, dass auch 2 Spielerinnen hier sind, weil für das abzubrechen, brauchen sich Helden, so mal einfach Leute, die noch bausen, das ganz die Passion überdrohen. Und ich meine, das hat wirklich den nächsten Schritt ist, und den Schritt haben wir gemacht. Der zweite ist Mediatisation. Muss ich wissen, dass es das ganz geht. Wenn ich nicht weiß, dass es geht, also es schwer, wie in der Antwort gesagt hat, irgendetwas zu fordern. Du versuchst den Gender Pay Gap am Sport, das ist eine ganz schwere Diskussion, weil man ein Argument da können den und Vereine, die final mal professionellen, die Achsengesellschaften sind, denen also relativ egal, ob du Mann, Frau oder keine Ahnung war das, du gehst dem Suchen, und wenn du keine Mediatisation stattfindet, kommt kein Suchen ran und da gehen alle Paie bezahlt. Wenn den Luft vom Sport auffällt, muss ich eine normale Sache aus. Und dass der Weg zu der Egalität feiert für mich über die Mediatisation. Die Wichtigkeit an der Gesellschaft vom Sport, und du, wenn wir da eine Gleichstellung hinkriegen an den Medien, an den verschiedenen Schänen, da könnt das einer noch, wen du hin könnt. Du geht viel mehr an die schwer zu machen, weil du einfach einen Change statt muss finden. Und ein Change muss immer von ganz oben kommen. Sonst bringt es nicht alles an Organisation. Madame la Ministre, Assurei. Ja. Vielleicht war da ein Zölen, pardon. Ich meine, Sie wollten kurz. Ja, das ist egal.
Dann bringe ich noch vielleicht just ein Kompliment mal daran, weil du just gesagt hast, effektiv, ich denke, Pratik sportiv, da sind Etüden an Europa gemerkt, du siehst immer, dass Pratik sportiv lizenziert just bei 31% leider, das ist also nicht terrible hoch. Und eine weitere Konstanz, ich meine, das soll als alle gut nach Bande konzernieren, das ist, dass man oft in Décrochage sportiv bei den Mädchen haben an der Pubertät. Wir verlieren noch die Jungen an der Pubertät, aber die Mädchen nach viel mehr. Das heißt, zwischen 12 und 19 Jahren sind viele Mädchen, die ihrem ersten Sportsclip rausgehen. Da geht es darum, sie entdecken ihre Körper, sie rezentrieren sich ein bisschen auf andere Sachen. Und ich denke, wenn wir da Erfahrungen machen, an einem Sportsclip, mit einer Kultur, auch halt zu Lützeburg, dass wir die Mädchen dann an einem Clip behalten, ich meine, so können wir dann auch weiter als Clip aufbauen und gucken, dass auch Frauen dann den Sport machen. Sport, das sind nicht nur Leistung und Performance, Sport als auch Bien-être, als Freizeit, als Leitbegängen, das soll so eine Sache für Gesundheit. Dafür ist es wichtig, dass man Mädchen am Sport behalten, wir nur am Leistungssport, aber auch am Sportloisir können noch hier ein Match zu machen. Und ich meine, da soll man alle gut gucken, wie wir das können abfangen. Wie können wir das dann abfangen? Ja, zwar viele so geschweit gehen dafür von schon Mikro, weil ich auf Verschiedenes reagieren, angefangen beim Trainer. Also ich muss nur da, ich fand ganz sympathisch, dass du refusiert hast und dass du revendikiert hast und gesagt hast, voilà, da muss erfüllt dieses Manische dort. Wir haben angefangen, dass es schuld, dass du so weit hast, müssten vorhin, dass man kann, müsste kämpfen, dass das umgesetzt kriegt, dass es eben noch nicht normal ist und dass der das alles tut, müsste fordern. Aber Heinz an der Geschichte braucht Leute, die engagiert sind und die sich eben durchbeißen und der falsch auf den Tisch schlagen, dass eben der Ton an Trolle könnte. Das ist das echt. Ja, dann Visibilität, das Tessie hat gerade gesagt, damals war so an der Zeitung so, nehmen so ein paar Zeilen, wo darüber Bericht ging. Ich stelle fest, dass da Haut vieles noch selber geblieben ist, von den Sportseiten abschlägt. Dann schon lange bei der Foto geht da gesagt de Vainqueur, den ersten auf der Platz der Kurs war man Chance für Fleisch nach die erste bei den Frauen. Aber ein kleiner Foto und dann noch Berichterstattung, das ist so ganz gruselig. Ich meine, du gehst hier, wie noch mit der Presse kann zusammen schaffen, respektive ihnen auch seht, dass sie vielleicht wesentlich mehr equilibriert ihre Berichterstattung machen, fand ich extrem wichtig, weil wenn ihr die Artikel liest, nicht immer das Gefühl, dass Männer sehr stark sind und an Fragen kriegen einfach die Bühne. Dafür, die können so gut spielen am Stadion, wie der wollt. Mir war kein weiß, dass spielt und dass der Schritt an eure gute Performance Erlichtungen nur rauszubringen, dann Öffentlichkeit bringt, ja, da kommt er auch nicht für und das ist einfach das, was schwer ist und der sieht, ob man da bei einem guten Niveau und ich weiß noch, wo ich den ersten Match am Stadion, wo ich gekommen sind, da konnte ich zu hören, oh ja, Taina, gehst du noch Frau Fußball gucken? Das ist aber schön zu gucken. Da tue ich mir ein bisschen unhören und die zweite war dann, ja, mit das normal, du warst Egalitätsminister, du musst da das unten. Also ich war, nee, ich gehe freiwillig stehen, aber ich weiß nicht, ob da Majorität hat von der net Egalitätsminister schwer. Wir auf alle Fall fand ich einfach auch wichtig, dass in den Support kann gehen, wo eben möglich ist und überhaupt Frauen am Sport. Ich gebe prinzipiell, da wo es möglich ist, Frauen unterstützen. Und ich fand immer schön, auch Championate am Basket und ich da gesehen, als ich Frauen und dann kommt Männer, zack, als Cockball, halb Idol. Und das fand ich extrem schön. Und ich meine, da sind doch keine andere Initiative mehr mit den Föderationen zusammen. Da sind wir da bei dem Uwe Ruf, die Uwe sitzen, die mussten dann noch die Mesuren wählen. Und ich fand wichtig, dass da war auch Foto verschiedene Initiativen geholt. Wir wollen mal gucken, sie haben ein neues Komitee abgesagt. Da waren Frauen, die wollten, und ich weiß, dass ich mich nicht ganz belebt habe, aber das ist aber meine Meinung, da waren Frauen, die wollten an dem Komitee, und die sind ja nur bei Geheimaufstimmungen, sie ekartiert gehen. Sonst ja, so kommen auch nicht für. Und ich weiß, will keinen, ob sie wieder einen Code hören. Aber irgendwo muss man aber eine andere Bewegung dran kriegen, weil das da kann es auch nicht sein. Und zum Beispiel, wenn ich noch gesagt wer muss kämpfen für überhaupt, ob es was eigentlich normal soll sein, nicht so umgesagt kriegt. Und da ist doch wichtig, da wo Decisionen geholt gehen am Sport, dass man auch da mehr Frauen rankriegen, dass man einfach doch mehr divers gehen. Weil sonst, sonst muss nach viel Dan Santos rausgehen und kämpfen. Ich wollte just noch etwas dabei fügen. Also, wenn ich gucke, wie das Funktionament zu Lützburg vom Sport ist, wir haben die Autonomie vom Funktionament vom Sport. Der heißt, der Staat darf der Föderation nicht so, wie es zu funktionieren hat. Da kann ihn vielleicht durch Kampagnen, durch Gespräche, durch bilateral Konventionen oder so weiter, kann ihn Sachen bewirken. Aber einen direkten Einfluss hat das Ministerium nicht
op die verschiedene Föderationen an das auch wann in die Historie guckt nicht unbedingt schlecht oder wann in einer Systeme guckt an Europa oder an der Welt nicht unbedingt schlecht. Der Tisch aber nicht, dass er nicht soll machen. Ich mengen wann der Quote gesucht, wann er lieber Quoten schwätzen, kann das nicht, also am Sport nicht von Uwenruf diktiert gehen. Aber das muss an einem Gespräch mit dem Komitee Olympik, mit verschiedenen Föderationen dann noch wirklich gewollt sein von den Gremien. Weil wie gesagt, das muss dann an Statuten ran und so weiter und dort den Staat direkt lokalen Abfluss. Wo aber Abfluss kann holen, das indirekt über Subsidien, über verschiedene Gelder, die fließen, über verschiedene Initiativen für abzuklären. Aber wie gesagt, so viel Prozent Frauen, Männer an den Komiteen, an den Trainern, das muss da schon von den Föderationen kommen. Ich denke doch ganz spezifisch und Gemengen, weil ich auch meinem Sportminister die Broschüre vorgestellt hat, dass Gemengen noch können sich noch weiter am Sport investieren. Du gilt den was ganz gute Projekt vom Sportsminister fanden, der Sportskoordinator, wo ihr laut Gemengen invitiert sind, die anzustellen. Du kannst mir gut vorstellen, weil du gibt schon also Kader ausgeschafft, dass ihr aber guckt, das Thema Egalität auch darum zu finden ist, weil das ist so interessant, die Koordinateure Sportiven, die sollen sich ja auch ganz stark engagieren für den Bredesport und da stellt sich direkt auch die Frage drunter, wie wollen wir auch noch am Bredesport ausschwätzen, wie wollen wir auch noch mehr ein Equiliber kriegen. Ich meine, du sind schon Piste, wo ich durchaus kann ausstreben. Natürlich soll ich nicht so viel von Uwenruf diktieren, das ist nie gut, soll ich immer alles zusammen machen, das ist schon richtig. Ich meine, es sind aber Initiativen, eben Frauen, also Komiteen, die sich spezifisch mit der Egalität aber beschäftigen. Kann ich gucken bei den Preisgeldern, ich weiß, das ist immer so ganz heikel Thema. Ich meine auch du, und du siehst aber verschiedene, und ich gucke verschiedene Events, die auch da aufpassen, dass die Frauen und Männer dann die Nämlichsprünge kriegen, bei den, wie gestern beim Lauf habe ich gesehen, dass dann die Frauen Blumen kriegen und Männer um die Champes. Was kann ja dann der Politik das nicht anders, dass ich verstehe, bis heute nicht, wie weit das so ist, wenn ich mich aufrege und ich nur die zwei, das soll auch noch nicht der sein. Aber just für zu so, ich meine, da kann ich schon Initiativen machen, mir wichtig ist, dass ich sich eben dazu und durchsetzt und dass in einem Follow guckt, so und so kann ich machen. Und ich meine, für die nächste Regierung kann ich mir vorstellen, dass die auch vielleicht einen nationalen Sportplan geben, ausschaffen, für nach mehr gezielt auch mit den Gemengen zusammen zu gucken, wo ich nach da kann und hier will setzen. Absolut wichtig. Ich meine, so ein Instrument ist die Schacht, Joël Letsch, die rausgeschafft hat, die im Moment an der Gemeinde erst schon mal funktioniert. Genau, ich meine, das ganz druckreif. Wir konnten sie morgen bei einer Pressekonferenz mit der Stadt Esch zusammen vorstellen. Ich hatte also das Plaisir, in den letzten 2 Jahren ganz flotte Projekte mit der Gemeinde Esch zu machen. Und ich denke, ein Stichwort wäre just zusammen. Das ist am Anfang das Resultat von Ateliers, die wir während 2 Jahren zusammen zu Esch gemacht haben, mit all den Akteuren und Aktrissen aus dem Sport. Ich gesehen, den Dan sitzt hier mit, die war auch dabei, auch ein ganz paar Leute hier am Saal mitgeschafft. Und die Idee ist, dass wir eine Schacht tun, die am Anfang sowohl an den Gemengen, aber auch an den Sportclubs oder an den Föderationen können in Zukunft benutzt gehen. Was das eine Schacht? Eine Schacht, das sind eigentlich verschiedene Prinzipien, wohin sich eine Art Spielregel gibt, wohin da seht, ich will mich nur diese Prinzipien dann auch bewegen. Und was steht an der Schacht von der Egalität Männer und Frauen am Sport dran? Aber ja, das erste Prinzip ist, dass man mal eine Disposition oder eine Mise à Disposition macht von einer ganz Partie Outils, wo man können gucken, wie kriegt man die Egalität am Sport auch promoviert und garantiert. Für was guckt man nicht an unseren Sportvereinen mal einfach verschiedene Statistiken, wie viele Meter haben wir, wie viele Jungen sind an unserem Club, wie viele Frauen sind an unseren Instanz Diriganten, wie viele Trainerinnen haben wir, wie viele Frauen haben wir, die arbitisch sind. Aber wenn man die Resultate, die Fakten schon, ich meine, da kann all Sportverein oder all Föderation kann auch dementsprechend Mesuren holen. Also, wir sind 2023 in der Zwischenzeit gekommen, so will man am Anfang nicht mehr zu Lützburg funktionieren. Also können wir dann auch Sachen dem Moment aufpassen. Eine andere Mesure, wo man so in unserer Schacht als Visibilität, wir hatten hier mal just eben auch da zu verstärken. Auch da kann all Sport ganz viel machen, über a Boys Day, a Girls Day, aber auch über da daraus, ich mir zum Beispiel wünscht, wenn wir alle heute zusammen spielen, sind so viele flott Leute heute Abend hier, den 24. Januar, nächstes Jahr
Joer zu Summe gife feieren, dat ass nämlich Journée international du Sport feminin. Wäre also eng gut Gelegenheit zu Lützeburg de Frauensport mal eng an Fenster zu setzen, speziell Mesuren noch do zu machen. Dat kann de Fußball, dat kann den Handball, dat kann den Tennis, dat Schiedfrei kann dat as engen Kader machen. Also mir ho ganz viel Terra, mir ganz viel Meichketen, just do it, mich kleven und all die Leute, die heise Männer a Frauen zu Summe packen man dat. Okay. Ich gehe noch Visibilitéit geschwar dann iwwer Minister der vun net Agreif an Föderationun an Vereiner hun du net ganz der Menung, weil Medienhäuser alle go kree Subside vum Staat X%. Wann Staat seet, der muss soviel Prozent muss iwwer de freien Sport geschriwe gekrit soviel Prozent méi der krit ze wäschkoll. Da mussssen sie well. Es wees wie das an der Zeitung warréier an enger Editpress geschafft. Wie fir das an du waret am kein Platz méi. seit méi der kast awer soviel. Da kann alles nimmen Geld. Wie wann der Staat seet, der krit so net da krit se net. Da okay, da muss man fleit awer abschriwer schreiwen. Aber im Minister bei de Föderationun noch selwicht. Van den FIFA de Lo an UEFA und Lo obligéiert all Verein den Coupe d'Europe spielt, muss an den Frauenfußball investieren. So dürfen sie kein Coupe d'Europe mehr spielen. Der Minister kann auch alle Vereine von allen Sportarten sagen, der muss Minimum da und da investieren, dann kriegt er auch so viel Subsidien mehr. Das geht schon. Es war auf einem Kongress von der UEFA, wo Siegfried war, du mit der Big Boss von der UEFA von den Frauen geschwärzt. Das war schockiert an seine Frau. Ich habe ihm gesagt, Männer, wenn die Spiele gehen als Männer, kriegt alle Vereine eine Indemnisation von x-tausend Euro, um den Betrag zu sagen. Das ist der Verein X, wo 2 Nationalspieler, die kriegen da pro Match kriegen die so viel. Dafür kriegt der Spieler dann noch einen Deal, das ist mir egal. Prag kriegt nichts. Nichts. Null. Von der UEFA. Ich weiß ganz drüben. Die sagen zwar, macht etwas, aber sie selber machen nicht richtig. Du hast das auch geschwärzt, ich habe persönlich geschwärzt während einer Viertelstunde. Die müsst quasi zu sehr gemacht, dass das gefroren. Der kriegt so genug viel zu viel Geld. Also du bist eine Frau. Ich stelle, es muss mir erklärt, wir wollen an den Damenfußball investieren, oder egal. An alle Spielerinnen, die gerufen werden, kriegen 1.000 Euro. Das muss nicht tauschen, das was Männer kriegen. Und der Verein kriegt die. An du 2 Spielerinnen die beim frei. Das ist so 10 Matcher sind 20.000 Euro, wo frei gibt kre so viel den Damenfußball zu investieren. Da gibt der frei nach méi an den Damenfußball investieren, da gibt man nach weiter dafür. Und da könnt ihr aber von der UEFA. Und du hast auch, wenn der Cup nicht alles mischt, da können wir noch nicht alles machen. Also mein Satz, Frauen der versprochen haben, mit nicht kosten, das ist leider noch immer richtig. Ich meine, du wolltest nach der Sportminister. Ich sie komplett modersch an dat soll doch irgendwie so geschehen mir stand haut das über Sportgesetz von 2005 geht dat nicht so einfach du musst schon verschiedene Schritte nach gemacht gehen dass man auf die Weg könne goen dat aber nicht dass der Sportminister oder der Sportminister oder wen du an der Responsabilität das nicht will machen mir ich meine dass du verschiedene Etappen musst 4 geschaltet gehen also nicht kann einfach so abhaut gehört den an den Subsid weil du einfach die Autonomie vom Funktionament von der Föderationen als nicht wie an einem liberalen Funktionament von Subsid für ein Solarzellen um Dach. Du siehst verschiedene Gremien, die müssen spielen, aber ich meine vom Prinzip sind wir sehen es. Und es sind 100% die positiven Incentive für das zu fördern, muss kommen. Ganz drüben. Emi, ich komme noch bei dir, Enke. Du hast ja am Anfang auch Erfahrungen gemacht. Nicht zuletzt lang mit dem Fußball. Du warst in Deutschland, zu Saarbrücken und anderem. Du warst aber auch in den USA. Und was du nächstes Mal Plötzburg kommst, wer ist dann da? Du hast am Film her, die wusste sehen, in den USA ist der Stellenwert vom freien Soccer, wie das ja heißt, viel mehr groß wie die von den Männern. Du hast es richtig unerkannt. Wie hast du das empfunden oder erlebt? Also ich meine schon in Deutschland war der Unterschied wie rapport zu Lützeburg. Also do mehr all Match hatte mehr, was für mich muss viel war, hatte mehr war 400, 500 Leute bei all Match.
Wir kriegen da auch Primen, wir kriegen da auch schon mal Benzinsgeld. Und heute kriegen wir eben nichts. Kriegen an verschiedene Vereine auch noch immer nichts. Und wie dann so bei der WWF ein bisschen. Auch von den 9 Punkten mischt. Auch von den 9 Auch Punkten. bald so viel wie Terren 4 Jahren an ihrer Wäsche kommt ein bis dahin. Ja, leider ist das so. Das schon eine Diskussionsmadenke, man die so mit Männer kriegen etwas für Resultate zu bringen und man muss für die Resultate bringen, für etwas zu kriegen. Boah, ist just wieso? Ja. Es dreht alles ein bisschen am Kreis, gell? Es kriegt keine Visibilität, wenn er keine Resultate kann bringen. Wenn er keine Resultate kann bringen, weil er keine Unterstützung hat, kriegt er andere Menschen keine Suche, kriegt er keine Visibilität. Also es dreht alles ein bisschen am Kreis, und die Katze beißt schon mal ein bisschen an den Schwanz. Wie kriegen wir sie dann da fort? Was wären dann Ideen, wo dir, oder weißt du, dass du dann noch ein bisschen Erfahrung hast aus dem Ausland, ging es so? Braucht der WWF zum Beispiel, just die Föderation, braucht der WWF auch eine Schacht? Ich gebe so, ja, wir brauchen, sie wird am Leben, sie wird am Sport, brauchen Prinzipien, wo es suivieren kann, Ziele, wo ihn hat, wo er will erreichen. Ich meine, wenn ihn das für einen hat, dann ist mir einfach darauf zu schaffen. Wenn ihn sich nicht festschreibt oder festsetzt, das geht immer verloren. Das ist so, wie wenn ihr seht, dass du will ich besser mit Sport bauen, mit heute kein Ziel. Ja, dann möchte ich eine Woche, 2 Wochen, vielleicht den ganzen Monat vom Januar gehen an Fitness und dann irgendwann, wenn ich kein richtigen, konkreten Ziel habe für das Jahr, da geht das verloren. Das ist genauso am Sport wie am Leben. Wir müssen verschiedene kurzfristig, mittelfristig, langfristig Ziele abschreiben und wirklich darauf zu schaffen. Wenn das bis ein Jahr da steht es da, da kann kein Mensch sagen, wir hätten das nicht. Trainer sieht noch etwas. Ja, also... Ich meine, Spiele vielleicht nicht mehr. Nee, alles gut. Ich war für einen Monat an einem Meeting am Conseil d'Administration von der Föderation. Und du warst positiv überrascht, weil du war dann ein Zuständiger so dann, okay, hier ist die nationale Equipe Männer, die kriegen da zur Verfügung gestellt für Dr. Kine, Apparate und so. Dorthin zum Responsabel vom Medikal gesagt, du kriegst hochgenau selbst 1 zu 1 für die Damen. Ich hatte von Monto und die dicken Autos sind. Ne? Und mir spät vielleicht vor, bin ich gucken gegangen, und war alles schon da. Das heißt, der Willen, der Schritt für eine 4 zu gehen, also da. Weil man den Punkte gemacht hat, vielleicht, weil man nur etwas gewissen und kommen sie Menschen nicht mehr in der Land für nicht mehr zu machen. Dafür wir da auch, und so, wir probieren wirklich, was für die Linie, also auch für den anderen. Von der Prima weiß ich nicht, das haben wir Lust, da muss ein Kapitän in der aushandeln gehen, das ist ein anderes Thema. Das kann die Spielerin selber raus. Was ist das dann möglich? Kann ich so, wenn wir uns mal zusammensetzen, wir gehen mal bei die Lever so, guckt, das tun wir bräucht, wir haben 9 Punkte bräucht, das wäre noch nie da, wir spielen gut, überall wird well geschwert, oder immer. Da geht also mal etwas, wo wir gewonnen. Ich meine, ich muss in einen auffangen. Männer sind noch die, also das könnt ihr nicht von nicht. Männer sind Demos auch hingegangen und haben gesagt, wir hätten gerne. Ich meine, wenn wir den Schritt nicht machen, ich meine, da sind sie auch nicht dann, wieso sie es alle machen, wenn wir nicht froh. Wir müssen schon frohen. Und das ist eben so, auf den Punkt zurückzukommen, wo den Dan und dem Jahr angeschwärzt haben. Ich fand das auch einfach enorm wichtig, die Unterstützung von außen zu kriegen. Weil, ich meine, wenn ihr guckt, die Männer, Fußballer ist enorm populär und ich kriege einfach dadurch, dass es so populär ist, dass sind Leute drüber schwarze kriegen einfach die Aufmerksamkeit und die Unterstützung und dadurch lebt es wahrscheinlich mehr einfach für die Männer, wie wir es fahren und dafür ist es dann einfach ein Appell für so, wir brauchen wirklich auch die Unterstützung von außen, weil wir können so gut spielen, wie wir wollen, weil kein Mensch sich dafür interessiert, kommen wir nicht weit. Ne? So viel mal wie die vom Tessie Trös, die aber ein bisschen Visibilität oder den aber nur Visibilität, nicht nur ein bisschen, bringt. Ist das wichtig? Ja, auf alle Fall. Für uns ist das ein enorm großer Schritt. Ich meine, das ist auch eine ganz schöne Reportage, auch was den Team Henske von RTL da gemacht hat, die 2 Dealer. Ich denke, für verschiedene Leute vielleicht Kleinigkeiten zu sehen, aber für uns als Damen
Nationalequipe ass dat schon e grosse Schritt an ich hoffe einfach süß, dass man net lo bei denen 3 Reportagen respektiv de Film an die 2 Reportagen, die gedreht gesinn, dass man do ophalen mit das wie dem auch fir gesucht, dass der recht Nufang aus von Apps ganz großem, dass der da evoluiert da weitergeht. Das ver bisssen die Idee an der Sache oder du leidst noch. Voilà, ich meine, die Filme, die wir hatten, mal die Erbisch, die eng Föderation nicht gemätet. Das heißt, wir überhaupt von der Föderation Gewürze gehen, wen an der 7. gespielt hat. Das wäre kein froh, ob die eine Direktantwort kriegt. Das heißt, am Anfang als Hauptquell ganz am Anfang für Tagebuch von einer Bieser Spielerin. Das heißt, voilà, ich meine noch, dass so ein Dokumentär oder just ein Teil vom großen Ganzen kann sehen. Ich meine, das ist ein guter Start. Ich hatte die riesige Chance, dass ich genau an der Zeit geschafft habe, wo die eben die WM-Quali gespielt hat und dass da mal alle Tiere abgemäht hat, die da Kondop machen. Da wird dem Ganzen etwas gehen heute. Ich meine, eine von den schönsten Reaktionen, die ich auf der Filmcrew, dass Leute die gesagt haben, okay, wie ist der nächste Match von der Nationalequipe, wir wollen das gucken gehen. Das sind noch immer nicht... Am April spielen wir. Was wie lange? Die sind immer zu der Cup-Match gegen die ich gucken kommen von all. Ah, voilà. Das sind just zum Moment Aufnahmen und das muss die ganzen Erfahrung muss viel mehr sustenu sein, wie dann gesagt wird an den Medien. Das muss immer draufstehen. Die Leute müssen informiert gehen, sonst also auch den Effekt von seinem Film noch per Woche verpufft. Joëlette wollte noch reagieren. Ja, Themas, was wir können machen, vielleicht einfach nach einen weiteren Input. Es gibt eine ganz interessante Etude an Europa, die heißt All in towards Gender Balance in Sport, die aus dem Conseil de l'Europe gemacht haben, für 2-3 Jahre. Die 18 Länder haben an Europa auch mitgemacht. Aber ganz interessant, dass 2 Länder, die ganz viel sind, par rapport zur Egalität am Sport, das ist Frankreich und Finnland. Aber wenn ihr ein bisschen Frankreich guckt, ich meine, da können wir uns enorm viel inspirieren, was als französische Kollegen und Kolleginnen alles da en place gesagt haben. An eng von den großen Wege oder Solutionen, die abgewiesen wird, ist, dass gesagt ist, das ist wichtig, dass man wirklich einen Plan d'Egalité haben, dass man auch Europa gezielt darauf schaffen. Ich meine, Demi hat wieder von Zielen geschwärzt. Ich meine, das ist enorm wichtig, dass in die Stadt dann wirklich mittelfristig oder langfristig auch die dorten Ziele gibt und noch wirklich Stadt Etappe par Etappe aufschafft. Ich weiß nicht, ob das auch dazu beiträgt. Mir interessant, in Frankreich waren ganz viele Frauen, auch immer Sportsminister in den letzten Jahren. Und ich meine, die haben immer da relativ intensiv darüber geschafft. Auf alle Fall, ich denke, da kann ich sich inspirieren gehen und ganz sicher da eine ganz paar Ideen mit auf den Weg holen, wie man da über Zeit gezielt an nachhaltig Egalität am Sport können kreieren. Also wirklich über Plan d'Action. Ich freue mich mal einfach ganz frisch. Oh, ich gebe nicht nee so. Mehr effektiv, ich merke, dass ich auch ein bisschen Support kriege für so einen nationalen Aktionsplan zu machen. Das genau das, wie auch Demi, wie die Federation gesagt hat, dass sich konkret Initiative gibt, auch am besten nach mal einem Datum und dass sie das wirklich umsetzen. Und ich meine, das ist wichtig, dass sie noch da als Regierung, da sind wir ein bisschen bei dem Urban, natürlich zusammen mit dem Sportsektor, mit dass sie wirklich seht, dass das als Ziel, also setzen wir das gerne so und so, immer ein konkretes Programm, das ihr noch wirklich führen könnt. Das schenkt mir aber schon in dem Sinn wichtig zu sehen. Und dann die Initiativen, also ich fand den Film auch ganz gut, ich fand gut, dass er das gemacht hat. Ich kann noch ein Dokumentär vom Tim Hanske, noch die Initiativen, die längst sind, sind gut. Ich meine, wenn man selber vom Egalitätsminister für drunter, ich gesagt mit Avalaf, mit das lo, man hat einmal gemacht, das dann einmal Tür und das flott, das geht nicht durch. Es muss einfach integriert gehen, muss ein fester Bestandteil gehen. Das ist das, was eben wichtig ist. Und noch, wie gesagt, ein Aktionsplan mit der Presse helfen. Ich hätte das wieder noch ein bisschen mehr subtil ausgedrückt, das ist ja nicht medienministerisch, aber das kann aber ein bisschen Sinn, ganz ehrlich, wenn ihr in diese Richtung geht, weil sonst kommen wir da nicht führen. Also, hier uns muss aber, ja, mehr kraftige Initiativen holen, weil
man kann auch ganz viele Etude machen, auch ganz viel diskutieren, wenn man merkt, dass man selber ein bisschen am Kreis drehen und noch das Gesetz kann ich gucken, ob ich da eigentlich kann noch was regieren, ob man geht, weil die Thematik, die man auch im Sport tun, die kennen schon alle Bereiche von der Egalität. Eben, das genau das dürfen nicht kosten, das tun auch mal die Betriebe, die so, ja, man hätte gerne Mixität, gerne fordern, guck aber, dass der Programm also nicht so viel kostet, dann das nicht heuer nicht da. Ja, mir so geht es nicht. Ich meine, du musst in so an den Kopf und dann muss ich noch Prioritäten setzen. Ich meine, auch da, wo wir als Politik muss nach eins in so, ja, wie hat man gerne die Förderung? Welche Stelle wer für den Frauenfußball hier am Land? Wo will man gerne hinkommen? Und ich meine, da muss ich so einfach die Mesure gehen und dann muss ich halt auch umsetzen. Auch wenn Teil ganz flott ist zu diskutieren, aber trotzdem muss noch die Diskussionen an Taten umsetzen. Gut, also das noch viel zu den op alle Fall. Ich ging mal enkeir an de Saal gesot van Froen am Saal sehen, dann se schroue schmellen, der derf zu stellen, der doch dem ze stellen, wo der wölt, einfach vielleicht 100 Blutschrecken, da könnt ihr immer Mikro bei. Se froh Fleisch do. Nee, da kann man vorhin mal noch so lang weiter, also der wird aber nach ruhig, der sieht nicht ausgeschlossen. Professionalisierung hat man auch so geschwär, so Visibilität der den Professionalisierung vom Frauensport zu Lützburg, du gehst nach einkehr vielleicht bei der Sportsminister, das geht schon dann noch an den ewigsten Strukturen, wo es darum geht, wie weit das Frauen auch ein bisschen matt an so op Plätze setzen, wo sie ein bisschen matt dezidieren können, da sind wir auch nicht unbedingt gerade an der Gleichheit. Also gut nicht. So Föderationen, gell? Ich meine, wir haben 3 Präsidentinnen von ja. 5 von Föderationen, das ist der Prozentage relativ tief, weil genau die Zusammensetzung von den verschiedenen CA sind, weiß ich nicht. Mir das spiegelt 21%. Okay. Wo ich will aber sicher, ob das zurückkommt, wo ich wieder so tun, ohne Quote gesehen ist schon relativ schwer, dass das kurzfristig soll kommen, weil wenn wie gesagt Geschichtscode von den Equal Rights bis zum Gender Mainstreaming, da ist immer eine positive Affirmation dazwischen. Das ist irgendetwas, wo mehr gemacht wird, wie viel run aus der den Quote, aus der Subsid, aus der den weil irgendeiner wo ich kann gehen an ich meine, dass das doch wirklich zu fördern ist, wenn du eine Arbeitsgruppe oder eine Initiative auch zwischen 2 Ministerien soll gemacht gehen, meine ich, wird das kommen. Wir hatten noch schon nicht Gespräche für das an die Wehr zu legen. Wenn ich aber von Professionalisation schwätze, muss ich noch von Encadrement schwätzen. Ja. Wie gesagt, an den Gremien hat den Minister nicht einen direkten Zugriff, wo man einen direkten Zugriff hat, als ob die Ausbildung von den Leuten, von den Trainern, wir haben auch Kader administrativ, das ist alles, was den CA, das Management von den Sportvereinen, von den Föderationen angeht, wo man Incentives probieren zu setzen. Und da sind wir froh, dass die Runde los ist, weil es war für 2 Wochen die erste Reform von unserer Trainerausbildung, wo dann noch einfach Frauen am Sport, Egalität des Chancen am Sport einfach auch einen ganzen Kurs auch durchstellt. Das ist ein nächster Schritt. Müssen da weiterkommen. Ich meine, dass wir die Kulturwechsel durch Formation auch indirekt können anlegen. Trainer sind dann aber die Leute, die direkt Terrain sind, die mit den Jungen, mit den Mädchen, mit den Herren, mit den Damen schaffen. Und dann muss ich auch so, wir sind auch für Trainerausbildung dann zuständig, auch für als Agent, so eine Publizität, weil den ersten Kontakt vom Trainer, also sag ich mal, zu allen Trainer. Das heißt, für Trainer zu gehen, musst du gute Erfahrungen als Spieler machen. Aber du Trainer besser ausgebildet sind, Trainerinnen besser ausgebildet sind, wird die Erfahrung besser ist, aber die Chance, dass die Leute am System bleiben, einfach viel mehr groß ist. Auch du, manchmal an der Ausbildung, wo wirklich von den Hauptpunkten, also das, für was machen medischer Sport, für was machen junger Sport, die Motivationsfaktor. Weil auch, wenn ihr dort die Etude guckt, das variiert. Es variiert nicht viel, mit variiert. Und wenn der Trainer weiß, ob was muss aufpassen, was die Leute, medischer Jungen am System hält, was sie motiviert, und er kann darauf aufpassen, respektive, wow, du kannst, also ich glaube, es geschieht, ich muss da gehen, weil so und so als Chance, dass
Mädchen oder Jungen am System bleibt, dass man keinen Dropout kriegen von 14 Jahren geschwärzt. Das ist dramatisch, also den Dropout aus manchmal bald dürbelt bei den Mädchen, wie bei den Jungen an dem Alter. Und durch den Knowledge, durch das Wissen, das wir probieren zu vermitteln und die zukünftigen Trainer einfach dem entgegenzuwirken. Weil du hast eine direkt Handhabe drauf, du können wir agieren und das auch du für dich seit 84 Mengen ist das wirklich Thema Frau am Sport an einer Trainerausbildung dran ist. Den Trainer sitzen, den sich desideiert huet eng nationale Equipe von den Damen zu trainieren. Du hast auch Männer trainiert run, das dann bisschen den Unterschied. Heieren Et gin Unterschied das ja auch gut, das gehört sich auch so. Was sind Stärkten von den Frauen oder von den Männern? Ich weiß nicht. Also die Frauen, ich kann immer Beispiele geben, wo Covid war, wo man dann Ländermatch hat müsste spielen, den dann aufgesucht ging, hat man einen Stage programmiert, von dem uns bei den Jungen gesucht hat, das ist gut, der Weekend frei, da waren die, wow, cool, relax, können wir gehen. Medisch so, nee, Trainer, wir wollen aber trainieren. Wir wollen aber dann die Trainer beibehalten, wir wollen aber trainieren gehen. Das ist einfach eine Ausstellung, sie wollen mehr, sie kriegen zwar nicht, aber sie wollen mehr. Sie gehen noch mehr, die tun auch mehr weh wie die Männer. Sie gehen auf die Limite, wo Männer nicht auf die Limite gehen. Ich meine, der Nagelsmann, der Trainer von Bayern München, der geht immer oder oft Frauen gucken. Und das hat man mit Dino Müller geschaut, der Co-Trainer. Und die so in allen zwei, das mehr agreeabel ist, dort Frauen zu gucken, weil mehr Fußball gespielt wird während dem, weil Männer Pause sind, wie die Männer. Das ist so. Hat er nicht, das sind sie gesagt. Ja. Schon auch am Kicker so dran. Dafür. Aber ich komme auf Trainer zurück, mehr bei uns lo, und das ist auch Wille, wo ich wollte. Mein Co-Trainer ist eine Co-Trainerin, weil Fischer ist eine Co-Trainerin zu uns, weil wir mit Frauen zusammen schaffen, die aber andere Probleme haben, wo ich nicht verstehen kann, wo dann Christina da sieht, hey, Haut muss mir lösen, was die machen, weil Frauen eben einer sagen wie mir. Und ich habe aber im Moment wir haben 3 Trainerinnen, auch bei der Jugend. Wir haben eine Kine-Frau dabei, wir haben eine Doktorsfrau dabei, oder ein Mann dabei als Kine. Wir probieren wirklich auch viel Frauen da ranzubringen. Und ich hoffe wirklich, wenn ich abhalten, dass dann eine Frau da die behält. Also wir präparieren wir auch eine Trainerausbildung, wo ich auch helfen. Beispiel mehr gehen da immer Prioritäten damit. Weil ein Zoom-Meld, wenn ein Listaton von 150 Kandidaten, wenn eine Frau Zoom-Meld kriegt, hat 4 Goal. Das ist einfach so. Für einfach das zu fordern. Und das fand ich auch richtig. Und wir haben, wenn ich Kuren habe, immer von den 25 immer alle in der Moyenne 2 Damen, aber die immer da sind. Und das fand ich persönlich gut. Ist ein froh vielleicht am Saal? Nee. Beißen nicht, ja? Nee, kann ganz lustig gehen, ich merke ja. Aber auch seriös und echt. Joël Letsch noch etwas. Ja, ich denke, was insgesamt auch interessant ist, ich denke, die Jungleute sehen doch vielleicht Situationen ein bisschen anders. Das hat mich immens gefreut am Kader vom Weltfrauen. Da hatte ich Gelegenheit, mit Gruppe von jungen Leuten zu arbeiten. Und wenn ihr hinten Chiffre präsentiert, wenn ihr hinten seht, gibt es nicht 5 Frauen zu Lützburg die Föderation feiern, gibt es 21% Frauen, die an einem Conseil d'Administration sind von einer Föderation. Die fand das erstaunlich. Auch die Jungen. Ich denke, wenn den Fakten durchleiten hat, dann das diskutiert mit den jungen Generationen, die sagen, das muss man ändern. Und ich meine, die Kultur, die Egalität, kriegen wir auch hin über die junge Generation. Wir müssen Fakten auf den Tisch legen. Wir müssen so gesagt, im Moment aus zu Lützeburg, das will man nicht mehr. Und wir können weh zusammen gehen. Und ich meine, dann holen wir alle guten Leute mit auf den Weg an einem Boot. Ich gebe wir dann zusammen packen. Aber ich meine, Fakten sind wichtig, dass man können mit Chiffren argumentieren. Und ich meine, dann kriegen wir immer einen Schock, wenn wir nämlich die Chiffren gucken. Also, und das haut 2023 filmrechtlich nicht mehr. Stichwort Juncker, am Film und immens frappant von die junge Frau sagt, ja, ich habe gerne mit dem Ball gespielt, dadurch habe ich auch Fußball gemacht. Oder auch die andere junge Frau, die sieht, weil ich schon immer am Schulhof mit dem Ball gespielt und das eben ein Enseignant bei mir kam und
Stunden du bist gepusht und das ist enorm wichtig. Das macht bei denen Jungen aussetzen und dass man auch vielleicht Männer Differenzen machen, dass man einfach gucken, hey, du hast das kann, das wird wegen Sport auch immer lo Fried drin und dass es in dem Moment doch gepusht wird, nur seinem Potenzial, nur dem Spaßfaktor, den dabei wird. Und Männer, die Stereotypen, dann die man der Kap holen, dass man halt auch meinen so, oh nee, das geht nur nicht. Also man schon doch schon mitkriegt an einer gemischten Equipe am Fußball, wo dann Pap zu seinem Fisk gesagt hat, oh, scheiß nicht die Mädchen, der Ball, weil er ist nicht so gut. Also, ja, das sind gerade die Phrasen, die man nicht sollen. So, und dann, dass wir gerade flott, fand ich bei den Klangen, dass dort Mädchen und Jungen auch zusammen spielen. Du, anscheinend kann man die Differenzen, und so ist gut, das tut einfach Spaß. Die sind froh, für am Ball ein bisschen zu spielen, und die haben Freude drin, und das manchmal auch sollen noch weiter fördern, das macht auch dort drunten setzen, und ich meine, du hast eben Trainer, Trainerinnen, mir auch an der Schule, das ist wichtig insgesamt, dass der Sport nach mehr gefördert wird. Und du musst ihn einfach umsetzen, dass du den Equilibrium auch mehr hinkriegst, dass du einfach bei den Jungen mehr umsetzt. Mhm. Ja, Emi. Ich wollte noch dazu sagen, dass es wirklich wichtig ist, wie eine Trainerin mir immer auswählen, für mit den jungen Kindern zu schaffen. Weil das kann alles ändern. Ich zum Beispiel, wo ich bei den Jungen gespielt habe, ich hatte Trainer, die mich immer gepusht haben, die mich behandelt haben, einfach wie ein, der Fußball spielt, wie ein von der Equipe. Ich war nicht ein Mädchen, das mit euch spielen könnte. Nein, wir haben gespielt, wir waren eine Equipe. Und ich hatte eine mega Erfahrung. Ich hatte nie negative Erfahrungen, sie wird mit meinen Matchspielern, sie wird mit Trainerin. Aber ich weiß, wo ich Trainerin von der Jeune Fille war zu Niederkur, habe Spielerinnen von jungen Equipen geholt, weil sie Trainerin hatte, die gesagt haben, oh, du kannst sowieso nicht spielen, Mädchen gehören nicht rein. Und dann haben die Spieler auch angefangen, die Jungen. Hat die Trainerin eigentlich gesagt, hat den jungen Martin gespielt. Das Problem ist, sie haben da die erwusste Leute, wo sie als Idol gesehen, wo sie als Vorbild gesehen, wohin dazu hin. Wo so ein Mädchen nicht zu dienen. Und dann sollen sie da durch, wenn sie Trainerin durchstehen und wo so ein hat spielt man das, hat das ein Teil von der Equipe, so wie der alle Guten, aber dann sind sie auch so. Und da muss man wirklich gucken, wir sollen nicht einfach Leute holen, für sie zu trainieren, weil wir Leute brauchen. Nein, wir holen Leute, die auch da sind, für die Mädchen zu unterstützen, für die Jungen zu unterstützen, egal, was sie gerade durchmachen. Und da müssen Vereine wirklich aufpassen. Nicht einfach egal, wen du hinstellen, mehr wirklich die richtigen Leute und die guten Leute für die Kinder zu enkadrieren. Gut, ja, noch kurz, weil ich meine, wir sind ja, schon noch ganz Stunde kurz am einfach. Gang. Ich meine, das immens wichtig, was Madame Mistisch gesagt hat, war doch, was du siehst, dass die Ausbildung als Mensch immens wichtig ist. An der Humor am Kader vom Konzept Lützburg Sport, wo den Konzept von Physical Literacy einfach am Vordergrund steht von den Ausbildungen von den Enkadern und vom N+1, ob das den Trainer ist, ob das den Edukateur ist, der mit den Kanner schafft, an Formation kontinuen für das Lehrpersonal, an Physical Literacy, also sich ein Konzept, wo fängt nicht an mit Bach spielen, mit fängt nur mit Noten lehren. Und am Sport ist es genau dasselbe. Es fängt nur mit den grundmotorischen Fertigkeiten, Laufen, Sprangen, Fänken, Kicken, Balancieren. Und da geht es darum, jede Verängerung, ob junge Mädchen, Frau, Mann, Möglichkeit zu geben, die Schwachen zu treffen. Ich will Fußball spielen, ich will Leistungssport machen, ich will Fitness machen, ich will Breitensport machen, ich will irgendwie mich weiter bewegen, allein mit Kollegen, mit Freunden, mit Freundinnen. Und ich meine einfach, die motorische Ausbildung muss man garantieren, für den Spaß in der Bewegung, den Spaß im Sport zu entwickeln. Und dann haben wir diesen Schritt gemacht, dass das ein Automatismus gibt, dass das ein so New Normal geht. Und das muss man kreieren. Und da könnt der ganze Rateschwanz, den ihr könnt, mit das ist das wirklich Frieden der Bewegung an kein ausschließen. Kein ausschließen, weil man einen schlechten Trainer oder nicht ausgebildeten Enseignant am Sport in der Bank sitzen und sagen, du bist nicht gut am Fußball oder du bist nicht gut, bringt nichts. Nee, wir müssen da wirklich weiter erfahren, das schon viel Erfahrung gemacht gehen und müssen weiter Erfahrung gemacht gehen, dass wirklich qualifiziert, enkadriert Leute
und den Jungen bis 90 Sportgruppen, Sportaktivitäten begleden an ich meine, da kommen aber einfach bewe, wo auch Möglichkeiten entstehen für sich so auszudrücken am Sport oder den Sport so zu machen, wie ihn das wirklich für sich entschied. Gut, also für Menschen noch ganz viel zu sagen. Wir könnten noch eine ganze Stunde weiter diskutieren. Ich habe noch so viele Themen abgeschrieben. Christian Mees, der dann am Fongolo schon für langer Zeit Fußball gespielt hat oder am Sport aktiv war, von der Teil so nur lauscht das. Dir Demos, wie war dann bei ersten Training? Bin nicht egal. Wir hatten noch immer Trainer und auch Trainerinnen Ja. bei uns. Und wenn man zum Beispiel den Trainer Bemol Flamm hat man da ist, weil man auch da nicht, ich meine, der Fußball, den wir gespielt haben, das war nicht immer schön zu gucken. Nee, wir hätten doch sollen, das sind 30 Jahre hier, du waren die Mäuer nicht. Wenn ich heute gucke, die Mädchen, die spielen richtig schönen Fußball. Das ist Dach. Am Vergleich zu uns, das ist ein wunderbarer Fußball. Und du hast dann hast du eine Spielerin angesprungen, die dann Training gehalten hat. Und ja, wie gesagt, ich will, was ich nach will, ich will nach den Medischen Hai encouragieren sie, wie dazu do mal mehr Hand drauf bleiben. Weil es gibt keinen Grund mehr, dass das alles wirklich viel nichts macht. Was sie gerne Resultate hatten, die Husiolo. Die Resultate sind do. Die 9 Punkte. Die Herren, ich gebe sie froh, was sie nur auch nicht mehr 9 Punkte in einer Europa-Kampagne. Die sind do, die Punkte. Du musst da ein bisschen mehr encouragieren, ich will da Hand und rund zu bleiben. Gut. Können wir über das Stadion schwätzen, wo spielen, Infrastruktur, das war heute sehr egal. Also, ich persönlich, ich gehe auch lieber im Stadion spielen. Ich meine, die 2 Spielerinnen noch, ne? Oder? Ja, mir wann ihr bedenkt, dass das Stadion Eidel war, Hummer da war lieber an einer mit kleiner Anlage zu spielen, die mir gefällt ist, dann ist eine ganz andere Ambiance. Ja. Gut, ich meine eine Schlussrunde und dann sage ich mal schon merci für das ganz flott Gespräch. Eine Schlussrunde einfach, ich fange dann Lodo auch bei dir, Christian. Was wünschst du dem Frauensport für die Zukunft? Ja, dass die Medien auch gerade so vertreten aus wie die Männer. Das wie, ich weiß nicht, wie von Lo das eigentlich gesagt wird, für dich stehen dann die Männer immer da und dann innen drinnen, ich will nicht so, steht wie klein, damit steht immer innen drinnen. Dann Frauen, dass das einfach mehr vertreten ist. Ganz anders. Ich wünsche mir, dass wie verschiedene Länder, Amerika, Spanien, Brasilien, Dänemark, den Frauen und den Männern Sport oder Fußball gleichstellen. An alle Hinsichten. Ich meine, ich gebe mir wünschen, dass wir mehr Unterstützung kriegen, egal welche Sportart, Fußball, Basket, dass mehr Leute gucken kommen und dass ich von in Zukunft Feedback oder Kommentare kriege von Leuten an scheren, ja, der kriegt ja sowieso auch etwas bei der Nationalequipe, dass ich dann nicht mehr muss antworten, am Anfang nicht. Und dass die Leute am Englisch den Gag machen, mit dass ich da kann darauf antworten, ja, wir kriegen endlich etwas, und so soll es doch sein. Ja, ich halte mich mir kurz. Ich fand einfach, dass man die Anerkennung soll kriegen, die man auch verdienen. Voilà. Das am Stadion spielt und das so voll gefüllt ist, das ausverkauft kriegt und das Jana Leute kein Ticket müssen kriegen, das mussten am Livestream gucken. Und umgedreht von der Egalitätsschwätze gibt es schon interessant, fand, dass bei der Herren Nationalequipe eine Frau oder Frauentrainerin wären und dass es kein Schwein interessiert. Ich wünsche mir auch ein Kind, von einem vollen Stadion zu filmen. Und ich meine, für dahin zu kommen, mir viele Punkte davon auch geschwart, und ich meine, es geht einfach darum, dass Vereine und Föderationen hier Responsabilitäten angesehen und dafür auch die nächsten Schritte erhöhen. Ja.
Also ich wünsche mir, dass man zu summen mit alle guten Akteure, Föderationen, Club, Gemengen, et fertig bringen, das Schüttverein an naher Zukunft wirklich sei Sport, sing Bewegungsaktivitäten in der Form kann machen, wie ihn das will, mit der Zielsetzung, die ihn hat, und dass man insgesamt einfach mehr Leute am Sport nachbannen. Herr Guterres huet lechtwoch gesot dem Weltfrauentag gif nach 300 Joer dauern, bis ma an enger Gleichstellung hätten. So lang werde mir nett. Ech menge jitré vun neis kann es machen, dat ma an Gleichstellung kommen. Ech mengen sie ganz viele gut Ideen do, wann man do e Plan d'Aktion machen an Nohaltegkeet mat rabringen as het sech eng gut Idee. Persinnch wünschen ech mir e Mont lang all sonnen dem Frauensport wo mois bisowes. Okay. Eng froh nach Winnie, spielst du dein nächste Match? Den 5. April spielen wir Racing gegen Färöerinseln und da spielen wir auch den 8. April gegen dieselbe Equipe. Also dir sieht Aldo. Wir zählen noch Biersch. Kann ich aber auch Beteburg gucken kommen, ne? Ja, gerne. Also Wir voilà. spielen all samstags um 7 Uhr. Ich meine, Damen-Championat der Gute, die erste Liga spielt samstags um 7 Uhr. Voilà, der Tisch, heute das Buffet d'Europe, der Tisch, da kriegt auch etwas zu trinken, dann zu essen. D'entrée ist gratis. Voilà, der Tisch, die sind les bienvenus. An der Reihe. Vielmals merci für das ganz interessant, flott Gespräch. Vielleicht beginnen wir als vielleicht an engem Jahr nach Renkeier auf dem selbechten Plan, an der selbsten Diskussion, und da sind wir vielleicht ein bisschen aus den Datzen raus, die wir am Anfang gehen und auf jeden Fall wünschen ich durch den Frauensport zu Lützeburg. Merci vielmals, dass ihr da wart.